Herzlich willkommen, liebe Leute, bei Blick auf Europa. Ich wollte euch über den Detachement ein bisschen berichten. An der Woche ist durch Presse gegangen, dass ein Akkord gefunden ist zwischen dem Conseil und dem Parlament. Und wir waren eigentlich schon die ganze Kritik zufrieden, bis wir ein bisschen in den Detail geguckt haben und haben wir festgestellt, dass wir da vielleicht ein bisschen zu viel euphorisch waren, ein bisschen zu viel frei Hurra gejaut haben. Nicht nur die einzelnen Details, die noch zu klären bleiben, aber trotzdem nach einer Vorbehalt, dass der Conseil noch zustimmt. Auch noch Parlament, wo ich am Parlament trotzdem mehr zuversichtlich bin, am Conseil, da bin ich mir nicht so sicher. Und was geht es? Ein Detachement, das wir am Anfang, wenn ein Salarié aus einem Land für seinen Patron an ein anderes Land geschickt wird, für eine Arbeit zu machen, da tun wir ganz viel an der Konstruktion. Zu Lützeburg natürlich Konstruktion, aber auch Gesundheitswesen, Agrikultur. Das sind so ein bisschen die Sektoren, wo wir auch daheim mit dem Phänomen betroffen sind. Und das ist ja so, dass wir eine Direktive von 1996, die 2012, 2014 dazwischen neu gemacht ist, aber nicht mehr am Sinn von, dass mehr verschärft Kontrollmöglichkeiten geschafft gesehen, noch ein besser Zusammenarbeit unter den Inspektoren. Aber so richtig an den Inhalten hat damals kein Akkord gefunden. Und das 2016 wo die Kommission Jean-Claude Juncker angetragen hat, für zu sagen, da muss eine soziale Gerechtigkeit rankommen. Einerseits das Grundprinzip muss geändert gehen, dieselbe Arbeit bedingt denselben Lohn auf derselben Platz. Das heißt, das Grundprinzip wollen wir abfeiern, sind wir dabei anzufeiern. Wir mengen noch mit einem Akkord gefunden, aber wie gesagt, alles in der Vorbehalt. Es ist so, dass ja solange wie den Arbeiter dann entsandt ist, gilt er noch immer daheim an seinem Arbeitsrecht und ist auch noch immer daheim angemeldet an der Sécurité Sociale. Und aber an dem Land, wo er in dem Moment schafft, da muss eine ganz paar Sachen angewandt gehen, und das ist dann der Lohn, was bislang der Mindestlohn war, was dann nur in Zukunft soll. Ich komme noch darauf zu sprechen, was dann in Zukunft soll, Tarifverträge, Kollektivverträge, wie wir so, aber auch den Congé, den Arbeitszeiten und so weiter, das gilt an dem Land, wo er schafft. Problem wie gesagt war bis der Mindestlohn, das war am Anfang auch nicht so ganz klar, hat sich aber dann durch verschiedene Gerichtsurteile von der Cour hat sich aber dann etabliert. Und los sind die Hauptpunkte, die ich noch ein will, mal durchgehen, weil es ist so, dass wir da aber trotzdem ein ganz paar Sachen Fortschritte erreicht haben, was ja einerseits eine Besserstellung von den Salarien, von den Beschäftigten ist, andererseits aber auch die Betriebe entgehen können, besonders die Betriebe, die in einer unfairen Competition, in einer unfairen Konkurrenz leiden, in einem unfairen Wettbewerb. Und das ist, wie gesagt, besonders am Konstruktionssektor, am Bausektor der Fall. Wir haben probiert Bas legal. Ihr wisst, dass Bas legal im Moment ausgerichtet ist von der Direktive hauptsächlich auf den Bandenmarkt. Und wir wollten dort die soziale wollen wir dran kriegen. Das ist uns nicht mehr zum Teil gelungen. Bislang, wenn ein Gerichtsurteil oder so aussteht, dann haben die Richter eigentlich als Bas legal, haben die just, wie gesagt, den Bandenmarkt, Konkurrenz, konnten an Feld feiern. Da soll dann noch das Sozial, das an einem Erwägungsgrund, dass das festgehalten wird. Der zweite ist die Remuneration. Ich hatte schon gesagt, bis wäre der Mindestlohn. Da soll in Zukunft alles, was Kollektivverträge ist von dem Land. Und zwar sowohl die allgemein bedingt sind, wie aber auch die an den einzelnen Betrieben angewandt gehen. Und das ist ein großer Fortschritt. Da fallen dann nämlich auch all die Accessoires. Da geht dann nicht nur um den Lohn, aber da geht es um all die Accessoires, wie zum Beispiel 13. Monat, 14. Monat, wie auch immer all die Primen. Und das alles, was dann einen Kollektivvertrag mit da drin hängt. Dann ist es so, dass auch alle Memberstaaten soll in Internetsite schaffen, ein Site unik, wo dann noch die Entreprise, die aus einem anderen Land in Salarié will, dann zu schicken, wo die auch direkt kann online gucken, was sie dann in dem Moment an dem Land von Lohn muss bezahlen, was für Accessoires, wie gesagt, nach alles da drin aufhalen, dass sie das am Voraus wissen. Dann noch über die Indemnitäten geschwärzt gehen, alles was Primen ist, was Spesen ist und so weiter. Und das soll in Zukunft auch drin aufhalen, das darf dem Salarié nicht mehr vom Lohn aufgehalten gehen, wie das bislang der Fall war. Natürlich, wie lange den Arbeiter kann ins Land gehen, da hat das Parlament 24 Monate verlangt, Maximum, da müssten dann unter den Droit du Travail von dem jeweiligen Land fallen. Da ist der Conseil auf einer Evaluierung gewesen von 12 Monaten mit einer Extension von 6 Monaten. Da sind wir, wie gesagt, nicht so ganz zufrieden.
Und dann 2 Punkte, wo wir auch nicht zufrieden sind, das die ganze Sous-Traitance hätte man gerne gehabt, dass die soll mal drauf zugehen. Da sind Memberstaaten nicht bereit, das zu machen. Das heißt, an der Sous-Traitance kann nur aber noch immer extra Konditionen bestehen bleiben. An den Transport, und das ist für mich persönlich ganz wichtig, weil ich viel auf dem Dossier geschafft habe, den Transport geht auch nicht mal dran gezogen. Da gibt ein Lex Spezialis, wie das so schön heißt, ein extra Direktiv, wo wir auch am Gang sind, die neu zu machen. Die soll den Transport regeln, wie der in Zukunft unter den Posting, also unter den Sendung von den Arbeiter fällt. Das ist auch wenn ich so, wir sind am Gang, die neu zu machen, dann ist das auch an dem ganzen Mobility Package zu sehen, die ganze Pack über die Länge- und Ruhezeiten, über die Kabotage, und wie gesagt, auch über die Entsendung, Eurovignette, alles das sind 11 Legislativpropositionen. Bis wir hier in den Ende gesehen, das wird noch ein Zeitchen dauern. Und das ist das, was ich persönlich bedauere. Solange wie wir hier keine Einigung haben, fällt der Transport nicht drin. Und der Transport geht also aufgrund von der Basis von der Direktive von 96, was just der Mindestlohn ist, geht den Transport aufgewickelt, geht den Transport behandelt. Und das regretiere ich absolut. Ein zweiter Punkt, also einen kleinen Ausblick, die nächste Woche sind wir zu Straßburg. Ich habe natürlich Gelegenheit, eine extra Sendung zu machen und auch von Straßburg zu berichten. Ich wollte am Vorfeld aber ein paar Punkte ausschwätzen, weil es erstens auch am Transport ein paar Dossiers gehen, die ganz wichtig sind. Und das sind die Führerscheine und Qualifikationen für allem die ganze Formation von der Berufsschauffeur Nummer neu gemacht. Da geht es ja darum, dass die Formation noch an andere Länder anerkannt ist, dass die weiß, wann eine Formation so nicht mal zu Lützeburg gemacht wurde oder so, dass die anderen Länder wissen, was die Inhalte von der Formation sind und noch Qualifikation. Das ist wichtig. Da haben wir eine Einigung von regelmäßig auch Formation, wie gesagt, aber auch innovativ Trainingsmethoden mal dranbringen. Dann natürlich ein ganz wichtiger Punkt, das sind grenzüberschreitende Lieferungen von Pack, von all die kleinen Pack, die wir so bestellen am Internet oder sonst auch immer. Das heißt, alles das haben wir geguckt und ich mich besonders angesagt, für das auch am ländlichen Raum soll zu verständlichen Tarifen, zu verständlichen Preisen stattfinden. Nicht nur an den höheren Ballungsgebieten, wo alle Operateur interessiert das für natürlich so ja, du hast ein ganz stark Masskritik, du hast Geld zu verdienen, aber auch der ländliche Raum darf nicht vergessen gehen. Dann auch Transparentpreise, da die von Anfang an gut weiß, mit wer den zu dienen wird, was das kostet nicht recht herno, da den da wie gesagt eine Überraschung kriegt. Dann auch noch ein Dossier, das sind kooperativ intelligente Transportsysteme, die wisst, dass alles mehr vernetzt getaucht, alles mehr Digitalisierung als das größte Schlagwort. Es wird in Zukunft in die Richtung gehen, dass die Autos nicht nur miteinander kommunizieren können, aber auch die Autos mit der Infrastruktur können kommunizieren. Davon versprechen wir uns ganz viel von der Straßenverkehrssicherheit. Natürlich auch eine bessere Aufwicklung vom ganzen Transport, eine ganz andere Organisationsform. Das heißt, mehr Accidenten, mehr CO2-Emissionen, aber auch an für allem aber auch mehr Stau natürlich. Ich meine, wenn das alles kann ernst organisiert gehen, da kann ihn auch, da geht die freizeitig darauf hingewiesen, für Stau zu empfuhren, für einfach durch Land zu kommen. Dann natürlich, da war ein wichtiger Punkt, wo wir ganz viel drauf geschafft haben, das ist die Aufsicherung von den Frequenzen, weil das geht ja alles über Daten, alles über Vermittlung, über Frequenzen. Und da muss natürlich auch eine Sicherheit bestehen, dass nicht Firmen können daran Unfug treiben, hacken und so weiter. Und das sind die Punkte, wo wir ganz viel drauf geschafft haben. Und das könnte, wie gesagt, nächste Woche am Plenär. Und dann natürlich auch außenpolitische Themen, als Relationen mit Großbritannien, Brexit ist natürlich immer ein Thema. Der portugiesische Premier ist auf Besuch, den die Zukunft von Europa aus seiner Sicht will durchlegen. Alles das sind Punkte, die auch noch dabei kommen. Ich werde Spaß daraus machen, einen Frieden daraus machen, für die nächste Woche von Straßburg von den wichtigen Punkten zu berichten bei der Emission Blick auf Europa. Vielmals merci für den Nachguck.